Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere. Wir sind jetzt hier in Russland, in Sochi und werden hier unseren ersten Grand Prix haben. Wir haben leider kein Einladungsevent mit einem klassischen Auto. Das wird wahrscheinlich hoffentlich erst im nächsten Grand Prix wieder kommen. Und ja, das letzte Rennen, jetzt muss ich schon überlegen, es ist eben schon wieder ein Weile her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das war ja, glaube ich, Bahrain gewesen, und dort sind wir nicht so wahnsinnig schnell gewesen. Ich weiss noch, wir haben einfach doch weniger Performance als erwartet. Und ja, mal schauen, wie wir das jetzt hier in Sochi machen, wir da können wieder ein bisschen aufholen oder nicht. Wir haben keine Updates bekommen. By the way, ich weiss, wir haben es erst Ende Folge gemacht, und zeige es jetzt mal. Wir haben jetzt eben KI ein bisschen aufgenommen auf 93. Und wir schauen jetzt mal, ob es jetzt ein bisschen realer wäre von der Performance her, wo man jemanden landen zum Teamkollegen und auch zu den anderen Teams. Mal schauen, ob das etwas bringt. Und sonst gehen wir dann nochmal ein bisschen weiter rauf. Und dann würde ich jetzt mal sagen, legen wir los. Wir sehen uns wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind jetzt kurz davor zum Rausfahren und das Training ist eigentlich gut gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Wir sind im ersten Training, wir müssen zwei fahren, weil ich zu wenig Zeit hatte. Wir sind im ersten Training auf P1 gefahren mit der Ultrasoft, alle anderen sind aber mit der härteren Reifenmischung gefahren, dementsprechend halt langsamer gewesen. Im zweiten Training bin ich dann, glaube ich, auf P6 oder so gelandet. Der Ocon war sogar noch vor uns gewesen. Die sind aber alle dann mit Ultrasoft gefahren und ich bin aber mit der härteren Reifenmischung gefahren. Also, wir sind eigentlich gut konkurrenzfähig. Jetzt bin ich gespannt, wo wir landen, wenn wir alle mit der Ultrasoft fahren. Und da würde ich sagen, wir legen los, wir fahren gerade raus und hoffen dann auf ein gutes Rennen. Ich weiss gar nicht, es bleibt auch trocken. Okay, bis jetzt haben wir wirklich Glück. Es ist wirklich noch nie regnen. Das nächste Rennen weiss ich gar nicht, was es ist, ob Spanien oder... Ich weiss gar nicht, was hergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal schauen, ob es dort dann regnet. Also irgendwann wird schon noch das Regenrennen kommen. Und ich denke, das wird uns bald erwarten. Aber jetzt hier in Sochi wird es mal noch nicht so weit sein. Ja, wir legen los. Let's go. Oh, Alter, wir sind vor dem Hamilton. Krass, okay. Ich hatte eigentlich nicht so eine gute Lap gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber... Es gelangt, dass wir vor dem Hamilton sind. Wir gehen mal in die Pits. Wir schauen mal gerade schnell, wo wir jetzt landen. Komplett. Also, ja, wenn wir in die Pits hineingehen, dann geht immer ein bisschen Zeit um. Vielleicht sind wir dann nicht mehr Erste. Ja, wir sind Dritte. Eben, hast du schon gedacht. Also, der Bottas ist vor uns. Bottas ist immer sehr stark in Sochi. Lustig, dass er jetzt zu Hause ist. Und die sind nochmal, Alter, die sind nochmal 6,5 Zehntel schneller als ich. Krass. Hamilton hat ein bisschen den Struggle. Krass. Okay. Ja, also spannend, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir lassen es, glaube ich, bleiben. Wo ist eigentlich der Ocon? Ist er schon gefahren? Er ist noch nicht gefahren. Okay, wir schauen mal, wo der Ocon herkommt. Ah, der hat eine Zeit, der hat eine Penalty. Wieso hat er eine Penalty? Okay. Ja gut, das spielt jetzt keine Rolle, da kann ich die Session beenden. Weil der wird wahrscheinlich eine Grid-Penalty erhalten haben. Abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen P8, wir sind immer noch schneller. Die Top 3 sind okay. Bottas, Hamilton und Kimi Räikkönen. Sehr gut. Also, da gehen wir gerade ins Rennen rein. Let's go. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Räikkönen, Vettel, Force India und Verstappen, Ricciardo, Ocon, Massa und Nico Hülkenberg. Grosjean, Magnussen, Danny Quert und Alonso, Palmer, Stroll, Carlos Sainz Jr. und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also gut. Wir starten von P5. Und... wieso nicht weniger Benzin dabei? What the fuck? Wieso ist das weit unten? Also wir haben 13,8 mit, würde ich sagen.
Dann nachher gehen wir mit den Ultrasofts los, weil mit denen sind wir auch gefahren. Und dann nachher gehen wir auf die Supersofts in Runde 5. Und fahren dann bis zu 13 Runden mit denen fertig. Das Wetter bleibt trocken, das ist gut. Und dann würde ich sagen, legen wir los, hoffen wir auf einen guten Start wie immer. Und ja, dass wir da vielleicht auch dann... ich möchte immer hier rüber schauen, für die Kamera da jetzt. Und dass wir ja, vielleicht ein Podest oder vielleicht sicher gute Punkte holen können. Ja, wir legen los. Let's go! Ein bisschen Wheelspin. Oh, Hamilton einen sehr schlechten Start. Aber gerade Fact-Maschine. Eine lange Gerade hier, ja. Oh, und da dürfen wir extra einfach mal fett rein. Bottas innen. Bottas immer noch innen. Aber jetzt die nächste Kurve sind wir innen. Und da haben wir ihn. Wow, was für ein Start. Sehr gut gewesen. 2016 haben wir ja in Russland gewonnen, wenn es mich nicht täuscht. Oh, wir sind einfach noch husten. Mal schauen, wie lange sich die Top-Teams aufhalten kann, weil sie werden schon schneller sein als sie. Also gewinnen wird sehr unwahrscheinlich werden da. Mercedes und Ferrari sind einfach extrem schnell. Vor allem einfach der Vettel und der Hamilton sind schnell. Oh, MGOK habe ich doch nicht gewechselt. Ah, und da geht der Räikkönen vorbei. Schauen, ob wir dranbleiben können. Ich kann nicht so früh aufs Gas, sonst bin ich mich gerade. Der ist gut schnell. Aber jetzt können wir vielleicht holen mit Ultrawindschatten. Die RS bekommen wir auch noch. Come on. Wow, ist der schnell. Oh, da dürfen wir einfach mal hart rein. Woo, okay. Gelb. Ist gelb auf der Straight. Safety Car. Oh, Safety Car wird mir so den Arsch retten gerade. Ich glaube, Grosjean aus. Safety Car, come on, come on, come on, come on, come on. Bring Safety Car, bring Safety Car, bring Safety Car. Du Drecksgame. Oh shit, da mache ich die Lando. Was? Der hat ja nicht mit Kurvenschneiden zu tun. Ich bin einfach über die geschossen. Was soll da? Das hat ja nichts mit Kurvenschneiden zu tun. Ich bin über... ich bin über Dings hinein... Nein. Hallo? Hallo? Lass mich raus! Alter! Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Also das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. Ey, ich habe nicht Kurve geschnitten, ich habe den Lando gemacht. Der hat keine Zeitstrafe bekommen. Das war nicht extra. Alter, hinterer Akkon. Alter! Das war jetzt eine absolute Frechheit. Achtung, Achtung. Schon wieder gelb. Wenn jetzt Safety Car kommt. Stoffel Van Dorn. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2.
Okay, dann haben wir den Ocon. Wir können schon Verstappen vorbei, wir gehen da auch noch gerade mit. Oder fährt das Auto langsam? Das ist Räikkönen! Räikkönen fährt langsam! Hä? Aber jetzt fährt er wieder schnell. Hä? Okay, alles klar. Oh. What the fuck? Wieso ist er jetzt so langsam geworden plötzlich? Die letzte Runde des Rennens. So, letzte Runde. Hier in Sochi und ja, P6. Da stehen wir jetzt drauf. Ricciardo und Räikkönen sind dann am Kämpfen. Da könnte ich vielleicht noch profitieren. Nein, ich glaube, das ist zu schnell jetzt gegangen. So, Hamilton hat das Rennen gewonnen. Vor allem, dass er so einen schlechten Start hatte. Und wir kommen hinter dem Ricciardo ins Ziel auf P6. Gutes Ergebnis. Gute Arbeit. Du hast dich heute gut gespielt. Straffrei, ja. Ich habe die Strafe kassiert noch. Aber in der Rivalität sind wir weit vorne. Okay, Williams hat sehr, sehr grosses Interesse an uns. Ich habe nicht so Interesse an Williams. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, Williams wird in den nächsten paar Jahren nicht so wahnsinnig stark sein. Und unser Ziel ist natürlich schon das Top-Team, sprich Red Bull. Aber Red Bull-Anerkennung ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, beziehungsweise nicht so stark gestiegen wie bei den anderen Teams. Jetzt haben wir hier Time Attack in Österreich oder eine Checkpoint-Herausforderung in Brasilien mit dem McLaren. Also beides McLaren, aber der andere ist von 91 und der andere von 98. Und ja, mit welchem das wir werden fahren, das werden wir in der nächsten Episode sehen. Also schaltet dann gerne wieder ein, wenn es weitergeht in der F1-Karriere. Falls euch die Episode gefallen hat von F1 2017, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag noch. Macht's gut und ciao!